Karikatur oder ein Cartoon in einer Zeitung ist simul mehr wie ein ganzer Artikel. Ein Cartoon wirft sich bald in die Augen. Ein Cartoon ist konkret und scharf. Seine Hauptsache ist, zu betonen dem Chesuren, nicht die Meile. Ein Cartoon gibt ein Stoch. Der Fahrtacke hat man also ein Meure für ein Cartoon. Mit dem Vorwärts haben in verschiedenen Zeiten mitgearbeitet etliche bekannte Cartoonisten. Sich teilen mit seinen Gedanken auf dem Feld von Cartoons, habe ich verbeten Dr. Eddie Portnoy, was ist ein Mumche in dem Kunstgebiet. Die Geschichte von Cartoons in Vorwärts hebt sich an, nicht mit den ersten Zeitungen. Es ist gar interessant, weil in den Jahren, in den spät 19. Jahrhundert, wenn Vorwärts hat angeheben, eine Sache von den Zeitungen in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt haben gedruckt Cartoons. Das ist sehr populär. Aber die ersten Cartoons in Vorwärts, man weiß nicht, wer haben gezeichnet die Cartoons. Sie sind nicht sehr professionell. Spiegeln sie ab, was kommt vor auf der Lower East Side, im jüdischen Leben dort. Und Lemoschel, einer von den ersten Cartoons in Vorwärts ist von 1902, wenn man hat gehabt, der Streik von jüdischen Freunden gegen die Kosher Katzovim. Nachdem haben die Redaktoren in Vorwärts genommen Cartoons, was sie haben gesehen in anderen Zeitungen, englische Zeitungen. Das ist eine gewöhnliche Sache, zu nehmen Cartoons von anderen Orten. In 1909 sieht man die ersten Cartoons, was sind gezeichnet, befähigt waren vorwärts. Und man weiß nicht, wer das hat getan. Es ist ein Mensch, was hat gehasst mit lateinischer Äußerst PN. Hat gehabt von 1909 bis um 1914 ein Cartoon auf der letzten Seite von der Zeitung, kiemat jeden Tag. In 1915 ist Zuni Mod rein in Vorwärts. Zuni Mod ist ein Cartoonist, was hat gearbeitet jahrelang in einem Kibbutzer und in einem großen Kundis. Ist einer von den Künstlern, was hat gearbeitet zusammen mit die Junge, literarische Gruppe. In 1915 ist er rein in Vorwärts und hat gemacht ein ganzes Blatt von Cartoons und Witzen, jeden Sonntag. Es hat geheißen Das Stiefkind. Und von 1915 bis 1920 hat er gezeichnet hunderte Cartoons, wunderliche Cartoons, was spiegeln ab alles Ding, was kommt vor in den Neues, in Leben, in Politik, in Kultur, Theater, was man will nicht. Gar interessante Sachen. Was ist das für ein Luch? Ist noch von Patotskis Zeiten. Ames, aber ist noch gar ein Neuer, noch nicht genietzter. Sie sieht aus wie sein Schwieger, aber sie ist nebach sein Wab. Kannst du mir nicht sagen, Pa, wenn die Milchama sich umgeben? Bald nur die Chassene mit deinen Mamen. In 1919 hat der Tag übergenommen die Wahrheit. Und in Wahrheit ist gewesen der berühmteste Cartoon von allen jüdischen Cartoons. Das ist gewesen Gimpel Benisch der Schadchen. Gimpel Benisch der Schadchen ist gewesen der erste Comicstrip in Jiddisch. Erste tägliche Comicstrip in Jiddisch. Das ist gezeichnet geworden von Shmuel Zagat. Zagat hat gezeichnet Cartoons von Vorwärts in 1919 und 1920 und ein bisschen in 1921, aber nachdem sieht man sehr wenig Cartoons in dem Vorwärts, bis die Zweite Weltmilchome. In 1940 ebtun im Vorwärts arbeiten der Muller und Cartoonist Leon Israel, was ist mehr bekannt wie Lola. Der Redakteur Hillel Rogov schreibt wegen Lola so. Lola ist gewesen einer von den beliebtesten Figuren auf der East Side. Von der Natur ist gewesen
die Gutmutigkeit allein. Hat nicht nur nicht gekannt tun kein Schlechts, nur hat auch viele nicht gekannt trachten wegen Schlechts. Unsere Lehner haben öfter bemerkt, schreibt Rogoff, als in seine Cartoons humoristische Zeichnungen sind ein Stück schlechte Menschen. Lola hat gearbeitet in Vorwärts bis sein frühzeitigen Tod in 1955. Und nachdem ist ein Immigrant von Ungarn, Paul Marcuson, was hat gehasst mit Mark. Marcuson hat nicht gekannt Jiddisch und alle Ideen für die Cartoons sind gekommen von der Red-Kollege und er hat sie Poschet gezeichnet. Bemäßig von den 60er Jahren haben die Cartoons von Mark gemacht, dass auch lebendiger die Spalten von Vorwärts. Sie haben abgespiegelt die wichtigen Momente von dem tagtäglichen Leben in Amerika und über der Welt, besonders die politischen Schlachten zwischen beiden ideologischen Zonen, die Vereinigten Staaten und Sowjetverband. Zwei Jahre von 2002 bis 2004 haben sich in der Zeitung bewiesen die Cartoons von dem berühmten israelischen Cartoonist Ronan Lurie. Seine Cartoons auf politische Themen pflegen sich beweisen jede Woche unter einem Leitartikel. Zum Bedeuern, sie zum Glück, aber euch die Cartoons genannt als mehr darüber auf der Website. Ein kann ein Cartoonist a viele risikieren mit dem Leben, und berührt Chalila und dem Kuvet von einer gewissen religiösen Gruppe, wie es ist letztens geschehen bei der so geriefener Cartoons-Melchume. Sehr weiter. Zwei große Feierungen, Abe Khans 90. Geburtstag und der Launch Lekuvet dem ersten Israel-Premier Ben Gurion in New York.